Ekran! Ekranen geef dich op, als wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennenleren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom te Ekran. Dankzij dat u vandaag hier dabei bent en mocht u een schöne tijd met ons hebben. Mijn naam is Edward Giesbrecht en we zijn in de midden van een rij van thema's die nennt zich Deinen als Leven. Vandaag willen we reden van dat viele personen uitreden gaan, wenn wat ze niet deine willen of niet kennen en wat er im Stich is. En dan, wenn we dan in de Bibel aankijken, dan is onze les kan sehr lang worden, wanneer we willen. We willen bij Moses aanvangen. Moses werd geroepen dat hij zal dat volk Gottes uit Egypte uitraden, wenn ze weer in de gevangenschap. En als God hem roepen deed, dan zei hij, ik kan niet reden. Wenn wat roepst u mij? En God zegt, hey, ik wil met die zijn, ik wil die de weer geven. Wat hast u angst? En dan zeg je, die worden niet geloven. Die worden mij niet geloven, wanneer ik dan van God onderreden doe, er zei dat ik in de ruit raden word. So dan wies God op en zegt God, hij zal zijn stok, wat hij heeft, zal hij den wegschmieden. En als hij den naar de eerd schmidt, wordt dat een slang. En dan verveert hij zich zeer. Dan zegt God aan hem, nu neem die onzeil de slang, en in dem moment, wo hij die ompakt, dan wordt het waar een stok. Dan zegt God, check mal, wanneer dit volk dit wordt zijn, dan worden die geloven. En hij verziekt uitreden te vinden dat hij dat niet gebruikt. En dan op eenmaal zegt hij tegen de laatste, check plus toch mal een andere God, ik wil niet. En dan zegt dat God wordt kaart met hem. Dat is in 2 Moses kapitel 3 en 4, door hem kan je dat alles lezen. Du zegt dat God wordt kaart met hem, of die wordt dal met hem. En God schickt Aaron, dat Aaron zal Moses helpen, besonders in de poort dat Aaron zal reden voor Moses. Maar wat zei wie Lothar? Moses is die persoon wat verken, geloof ik, alle reden deed als Aaron. Ik geloof Aaron wir zijn helpen. Aber Moses redt ook, hij kan reden, wens God leed aan de wierd in zijn muil. So Moses had keine uitreden. So dan zegt ze, bij mijn leven, dat is niet duizenden jaar terug, wo Moses leven deed. Ik leef van daar en ik kan niet wenn dit of wenn jant. We hebben mal wieder checken in de Bibel. Zum Beispiel David. Hij had vrees. Wat hij niet zal gaan. Aber zum Beispiel, hij leidt een man doodmerken en noemt den zijn vrouw. Dit wie Eierbruch en dan had hij nog wem laten doodmerken dit hou. En God zegt, en dan denkt wie eens mal zo, na, die zal niet wert zijn God te dienen. En God neemt over David en laat hem in deiner God te zijn. Dan kijkt wie naar Jeremia. Jeremia gelooft dat hij veel te jong weer. Ik kan niet God dienen. En God zegt, zei dat niet meer, wens ik had die uitgewild. En dan zei wie, bij Vlein hebben we dit alles im Oude Testament. Maar weet je, in het Nieuwe Testament zijn genoeg Beispiele, wo wir ook personen hebben. Zum Beispiel, Petrus, hij wie al een paar jaar nu met Jezus top geweest, en stelt zich voor Jezus dan storf, dan wilde Jezus vastnemen door. En dan euert Petrus zich en neemt een Schwert uit de ruit en hakt tussen eine persoon dat oor af. Wie würde denken, oh, so, die kan niet in deiner zijn. Maar Jezus weer met hem taub. En dat weer een groter deiner God is, ook na dem, dat hij dit gedaan had. Dan zei wie Matthäus. Matthäus wie een taxcollector. En wie würde dat van jou am besten zijn, dat de regering leidt aan vrijwillig stelen. Zo weer dat te zeggen. Wens hij de taxcollector en de regering wist dat hij wordt veel meer afklijken als hij zal. En alles wat hij meer afklijken deed, würden sie niet opgegaan. En Matthäus wie ein Jünger von Jesus. Wie würde sagen, so kann ich Gott dienen? Jesus nimmt ihm aber. Und Jesus verändert ihm und macht ihm ein Diener Gottes. So, wir haben viel uitreden. Ich kann noch eine andere Geschichte, wat eine Person, wo er auch hat, kann uitreden. Diese Person heißt Beethoven. Beethoven, der hat al lang geleefd en hij weer een muzikant. Hij kan leider schrijven. Op een blad papier, hij moet zijn kolletjes zijn met zijn streker en dat zijn noten. En dan kan hij een ganze lied met zijn noten schrijven. En dat kan dan piano of verschillende instrumenten die deze leider spelen. En Beethoven verstond diese Lieder te schrijven en hij had een buitengewöhnlich Verständnis
für Leider schreiben. Und die Menschen gleichten seine Leider zu seiner Zeit. Bloß dann auf einmal kreeg hij in trouble. Hij verloor zijn Heere. Hij kon niet meer Heere. En hij verloor zij den Mout. En hij drank ook. Maar weet je wat? Beethoven, op eenmaal werd hij aan dat hij kon dat eerst einmal Heere, waar zich de muziek Heere zal, dat spel Heere zal. Maar hij kon het ook in zijn kop heren, in zijn gedanken, wist hij ook waar het zich heren wordt, wanneer hij wordt geschreven wordt. Zij hij heeft eentje van zijn Leider, heeft hij geschreven, als hij niet heren kan. Een van de Leider, der aspect van de eerste dag nog een zeer veel voor ons spannen. Dat leidt, so, dit ist zum Beispiel ein Lied, was Beethoven geschrieben hat. Stellen wir uns vor, das sind Lieder, die hunderte Jahre später noch einmal in der Fondsberne sind, die noch einmal gebraucht wurden. Aber was ein Kinder spielt, ich einmal gerne ist. Beethoven hat können sagen, ich verstehe das nicht, ich kann nicht, wenn das Arian, ich kann nicht mal hören. Aber Beethoven, hij deed wieder. Wenn hij wist, was ich dort hören soll. Und hij schreibt wieder Leider. Okay, nu sagst du vielleicht auf einmal, jo, ich will dann Gott deine, aber, weißt Eduard, ich weiß nicht, was meine Gabe ist, aber ich weiß nicht, was ich tun kann. Wo kann ich Gott deine, wo kann ich das tun, wo kann ich Gott meine Leben beweisen, oder wo kann ich den Nächsten meine Leben beweisen, was soll ich überhaupt tun? Und da kommen wir noch eine Stelle, was mir sehr wichtig ist. Und dort ist die Gaben, was Gott uns geben hat. Jede Person, wenn die geboren wird, die hat Talenten. Dort sind Sachen, was eine Person von sich selbst gut kann. Und dort sind wir all ein kleine Kinder. Wenn wir ein kleines Kind beobachten, zum Beispiel dort gleich sehr Tiere, dann ist das, weil das immer nicht bei den Tieren sein. Dann weiß wir dort vielleicht eine Go, was das Kind auf eine besondere Weise hat. Aber ich zum Beispiel gleich sehr eten zu merken, all von Kind an. Ich war in 7 Jahren jung und ich stund immer bei seiner Mama oder meine Schwester und kiek wie die eten merken deed und sobald sich es dem leitet, fang ich selbst an. Und dort wir eine Go oder ein Talent, was in mir so nahe wurde wir. Aber dort sagt auch in der Bibel, dass Gott uns eine Go wirft. Und eine Go ist irgendwas, was wir besonders gut kennen, den Tag, wo wir uns bekehren. Aber wenn man sagt, das ist eine Go, was der Heilige Jesus uns geben hat. In 1. Korinther 12 redet von verschiedenen Gaben, was Gott uns geben hat. Diese Gaben, das sind Sachen, was der Heilige Jesus in uns plantet hat, den Tag, wo wir uns bekehren. Und das sind Sachen, was wir bitte jeweils gut tun können. Und dort ist nicht eine Sache, was wir fair wie uns bekehren, gut tun können, sondern nur bekehren. Und du redest zum Beispiel von einer besonderen Weisheit, oder von einer besonderen Erkenntnis, das Sache erkennen, oder einen bitte jeweils Glauben. Dann redet er auch von Gaben, dass zum Beispiel andere Menschen heilen. Oder Wunder tun. Oder dort redet er auch von prophetisch reden. Das sind anderen Worten prophetische Worte reden. Und es dort sind hier verschiedenste Gaben in 1. Korinther, das 12. Kapitel abgeschrieben. Und dann sagen wir, hab ich so eine Gabe? Hab Gott mir auch so was gegeben? Und dann habe ich in 1. Korinther 12, Vers 11 sagen, du sagst dat jo, du hast eine Gabe. Du sagst dat aber all das wirkt ein und derselbe Jesus, und teilt einen jeden Dorn und Tau, als hij dat will. Hij teilt einen jeden Tau. Hij wird nicht einen Fehl geben und einen nicht. So, wenn du sagst, ich sehe ein Kind Gottes, und du hast die bekehrt, du hast Jesus in dein Hort abgenommen, und den Heiligen Jesus auch, du lebst mit den Heiligen Jesus, dann hast du eine Gabe. Und dann sagen viele Menschen, sie haben keine. Aber dann hast du in Trouble. Legst du oder legt die Bibel? Wenn die Bibel sagt, du hast dann eine Gabe. So, wenn die Bibel sagt, du hast eine Gabe, dann legst du nur eine. Und ich glaube, die Bibel ist nicht, hat keine Lehnes in sich. So, dort bedeutet, dort, du hast Gaben. Vielleicht hast du die bloß noch nicht ausgefangen, dort die du sind. Und dann denkst du, wo kann ich uitfangen, wat meine Gaben sind? Was verstehe ich besondererweise? Epheser Kapitel 4, Vers 17 sagt so, fängt uit, was der Herr von jün verlangt. Also, das ist was Praktisches. Das kann einer in täglichem Leben tun. Das wird nicht alles für 100% schaffen.
So wat ik die mag maken is, dat du anfangs uit te vangen, wanneer die Talenten en Gaven sind. Fang einfach mal irgendwo an. Lad irgendwem zu einer Mahlzeit an. Vielleicht ist das eine Sache, wo du besonders Geld kostet. Aber versuch für eine andere Person zu beten. Und vielleicht hast du ein Wort, was Gott dir im Hort leidet, und das kann auf einmal ein prophetisches Wort für diese Person sein. So kannst du uitvangen, want die Gaven sind, was Gott für dich hat, was du für anbrücken sollst. Fang an, einfach verschiedenste Sachen zu tun, und bleib nicht bei einer Sache. Versuch, einmal mehr die Tod zu nehmen. Auf einmal das vielleicht mal mit Kindern irgendwas Besonderes. Und das nächste forsch vielleicht noch im Altenheim und bringst dir vielleicht eine Geschichte für. Und redest du den anderen Menschen von ein Bibelvers. Vielleicht hat Gott eine besondere Weisheit in die Nähe, ohne dass du das kannst tun. So, das wird nicht alles einmal von Eva nach Nodi kommen, sondern fäng dort einfach uit. Und dann hast du noch einen Text, was mir sehr wichtig ist, in 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10 und 11. Du sagst das so, ein jeder soll seine Gabe, die er gekriegt hat, brücken den Nächsten zum Gauden zu dienen, als ein Verwalter, der mit Gott seine Genodengaben treu angeht. So, jeder einer soll seine Gabe brücken, den Nächsten was Gauden zu dienen. So, Gott verlangt dort von uns, dass wir unsere Gaben brücken. So, fang an. Wenn du noch nicht weißt, wann deine Gaben sind, dann fang der einfach an, uitzufangen, wann die sind. Dann redet hier wieder. Wenn wer redet, soll er so reden, als wenn er Gott seine Würde redet. So, zum Beispiel, wenn ich nu zu jün rede, dort ist es, wenn Gott zu jün rede. So, ich nehme diese Arbeit hier in Ekran sehr ernst, wenn ich zu jün rede. Wenn's ich weiß, ich nehme das ab, als wenn Gott jün nu was sagen wird. Und dort ist was ernstet. Dann sagt er wieder, wer dort deint, soll dort in der Kraft dienen, womit Gott am versorgt. So dort Gott in allem durch Jesus Christus gelobt wird, dem alle Macht in Herrlichkeit und Ewigkeit gehiert. Amen. Dort sage ich hier so, wenn irgendwer deine det, und das ist, was wir hier von reden, von deinen als Leben. Wenn du deine das, dann sollst du dort mit Gott seine Macht dienen, nicht mit deiner eigenen Kraft. Gott will dir die Kraft geben, dass du am deine kannst. Und dort ist so, dass er soll verherrlicht werden. Vielleicht bist du in einem Punkt in deinem Leben, wo du sagst, ich kann nicht, aber du hast so viel Ausreden. Und du bist vielleicht ganz mutlos und sagst, ich habe keine Kraft mehr. Ich sehe ganz eng mit alles in meinem Leben. Weißt du was, wenn deine Kraft zu eng ist, lieber Tauhira, dann kann Gott seine Kraft anfangen, wenn du das lässt. Wenn du dann Gott sagst, hey, meine Kraft ist zu eng, aber Gott, fang du mit deiner Kraft in mir an zu wirken. Wenn's ich will die deine. Weißt du was, wenn das Gebet von dir ernst ist, dann wird Gott dort nehmen und er wird die Wege schenken, wo du am praktisch deine kannst, wo du den anderen was Geld deine kannst, wo du Gott deinen Leib dadurch bewiesen kannst und auch deinen Nächsten. Zuletzt habe ich eine interessante Geschichte. In Lukas 2, Vers 36 bis 38 redet von einer Frau. Sie heißt Hannah. Sie will über 80 Jahre und sie will bloß ein paar Jahre befreit gewesen. Nu wir sie im Tempel und dient Gott, wenn sie wir nicht allein. Und dort wir krieg aus Jesus durch angebracht wird und sie Nomi wird und über am Gebet wird. Dann ist sie durch und sie sieht, dass Jesus wird der Rader für die ganze Welt sein. Und sie sagt, dass allem, was sie kennen wird. Sie hat eine prophetische Gabe. Sie sagt dort all im Verrät, dass Jesus wird der Rader sein. Und sie können was Besonderes miterleben, wenn sie Gott treu dienen. Weißt du, lieber Tauhira, wenn du Gott treu dienen das, dann wird Gott die auch auf eine besondere Weg nachführen. Und du wirst besondere Sachen sein und besondere Sachen erleben, was du niemals anders wirst die Möglichkeit haben zu erleben. So, das ist noch ein Punkt nach, wenn das so schön ist, dass wir Gott nicht kennen. Ich möchte Gott sehen wünschen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.